Der Bergbach spiegelt das Erwachen des Tags in den 1000 Facetten dieser glücklichen Jahreszeit. Und der Mairegen vom frühen Morgen verdampft. Eine lange Schlucht zieht hier aus blauen Bergen ins Tal. Wie ein offenes Tor ins Gebirge, das dazu herausfordert, es zu betreten und zu entdecken. Die Schlucht gibt den Weg vor, hinauf, wo der Winter noch nicht so lange vergangen ist wie hier unten in den Bachauen. In langen, farblosen Monaten gerät die Lebenskraft dieser abgehärteten Natur nahezu in Vergessenheit. Aber sie steckt noch in den ältesten Kreaturen, Geschöpfen von Wind und Wetter, die selbst ein Lebensraum sind für weitere Pflanzen, Vögel und Insekten. Von Ast zu Ast setzt sich das Signal des Frühjahrs fort, durch den ganzen Wald, am Fuß des Berges. In der Schlucht hat sich all das gesammelt, was von der alten Zeit übrig geblieben ist. Steinig wirkt sie mit dem Strandgut der Vergangenheit. Spuren der Unwetter, von Steinschlägen und Murgängen. Aber entlang des Wegs spielt eine lebensfrohe Melodie des Wassers. Zart und durchscheinend tastet sich das neue Grün in diesen ersten Tagen ins Jahr. In vielen Farben grün wird das neu entstehende Leben für ein paar Wochen sichtbar bleiben. Beides ist spürbar. Oben die noch farblose alte Zeit. Der Aufstieg gleicht so einem Rückweg im Jahr. Doch der weitere Verlauf ist absehbar. Früher als sonst ist der Weg schon gut gangbar. Nur wenige Lawinenreste halten sich in diesem Frühjahr noch für einige Zeit. Sachte, dennoch unwiderstehlich bezwingt das Frühjahr die Gewalten des Winters, auch dort, wo sie besonders ungestüm gewirkt haben. Der Weg führt in Richtung der Quellen, der Wasser, die unerreichbar in den Nordflanken liegen. Im natürlichen Amphitheater des Schluchtendes sucht sich der Steig seinen ganz dem Gelände angepassten Weg. Wenige Höhenmeter führen in einen Zwischenraum, wo Winterliches verharrt und die Farbtupfer das Kommende ankündigen.
Immer tiefer bleibt das wachsende Grün zurück auf dem Weg über staubigen, angerauten Fels, der noch nicht abgeputzt ist von den Wanderern, die in Bälde kommen werden. Der Schnee ist erst ein paar Tage weg. Sterne leuchten auf totem Laub. Die Maiglöckchen aber werden erst im Juni blühen. So nah die Blumen sind, so fern liegen die nächsten Berge, noch farblos und schroff. Die Schönheit hier liegt im Kleinen und im Großen zugleich. Nur ein paar Stunden Weg führen tief in einen, bei genauerem Hinsehen, unermesslichen Raum. Auf dem Boden einer alten, vor Jahrzehnten aufgegebenen Alm endet unser Aufstieg an diesem Tag. Unser Ziel ist ein unscheinbarer Buckel in den Bergen am Tegernsee. Ein Platz wie gemacht für diese Stunde. Der Ansitz, um lange über die höheren Berge im Süden zu schauen. Sie wirken weit und unnahbar.